Moin moin und guten Tag, hier ist wieder Plattkanal mit Düt und Dat. Scheun, dass du wieder vorbeikickt. Ist wieder allerhand los ob unseren schönen Planeten. Grode Kabeleien rund um die Ukraine. Das packt wir mal unter das Thema hin und her. Kann auch werden, dass wir da bald das Thema Rinn und Rut nehmen müssen, aber so weit ist das zum Glück noch nicht. Putin hat mit seinen Truppen die Ukraine umzingelt. Die Westen sagt, wer wird genau, was du willst. Du willst die Ukraine angreifen und du willst das Land wieder zurück. Nee, sagt Putin, ich mag doch bloß ein Manöver. Nun hätte die Westen da auch Truppen hinschickt und macht auch erstmal ein Manöver. Und nun sagt Putin, wenn sie Streit säugt, dann ist mein Manöver vielleicht überhaupt kein Manöver. Nee, sagt die Westen, weil wird kein Streit, weil wird das bloß bekicken. Aber wenn du die Ukraine angriffst, ne, dann treibt wir die dann Geldhahntau. Wenn du das macht, sagt Putin, dann drei ich jau dann Gashahntau. Kabelein wie in ein Kindergarten. Zwei Baggerluten striet sich um ein Spelltüchauto. Wie das utgart, das weiß man ja all. Irgendwann ist das Spelltüchauto kaputt, du hätt eine rupert. Da hat mich leid um die Ukraine. Und die beiden Baggerluten hab tüchtig umeinander rumprügelt. Als die Kindergärtnerin kommt, sagt Putin, hei hätt nicht anfangen. Hei wollt das nicht. Hei weiß noch nicht mal, wie das genau passiert ist. Das sind in den letzten 20 Jahren seine liebsten Sätze. Mi düch, hei schön mal langsam mal gut kommen, ut dat Kindergarten olle. Das nächste Thema, was wir noch mal weiter beschnacken, ist hier noch nicht ganz vorbei. Das ist Corona. Wir nehmen ob und dal. Aber bald soll das vorbei werden, habt ihr gesagt. Zur Osten ist Corona vorbei. Denn ist alles wieder locker, so als wenn überhaupt nichts wollen. Na, ob das so stimmt, das müssen wir erstmal auftäuben. Ich löf ganz an Maske und an Mindestabstand, folgt die Lüsig vielleicht auch nicht mehr wohl. Das hätte vielleicht ein Betten Taudel setzen. Wir werden das aber bekicken. Hast du das mitkriegen? In Norwegen, da hätte es große Probleme gegeben wegen dem Mindestabstand. Norwegen ist so dünn besiedelt, für Corona haben die dort einen Mindestabstand von ungefähr 15 Meter. Und auf einmal müssen die jetzt einen Mindestabstand von 2 Meter machen. In Norwegen lebt 14 Lü auf 1 Quadratkilometer. Das ist ein Flächenmord. In Deutschland habt wir 230 Lü auf 1 Quadratkilometer. Nur mal bloß theoretisch. Wenn man 230 Lü auf 1 Quadratkilometer verteilt, dann steht alle 60 Meter eine Person. Nach vorn, nach achtern, nach links, nach rechts. Jümmes 60 Meter Abstand. Das soll also funktionieren. Selbst denn, weil man wie einige und viele Deutsche hier mittlerweile einer Kubikmeter berechnen muss. Ob Corona wirklich vorbei ist, das wird wir wahrscheinlich erst gegen Weihnachten geworden. Das nächste Thema, das ist Regionalität, nachhaltig, Bio und Klima. Ich pack das mal über die Unterschrift. Und nun, weil ich glaube, hat die Mehrheit da noch nicht so recht eine Antwort hat. Um das Klima und die Natur zu schonen, gibt es seit einige Zeit ein Teil von der Weltbevölkerung, die umdenken will. Da sind ein paar Aktivisten dabei, aber ich glaube, an Aktivisten geht das doch nicht. Weil wir Ressourcen schonen,
weil wir nachhaltig waren, weil wir da ganz nicht regional denken und agieren. Wir dürfen nicht mehr einfach so zu überlegen, ob Tau leben. Das geht doch nicht, dass man für 10 Euro nach Mallorca flücht und die Zugfahrt von Hamburg nach München kostet 300 Euro. Nein, die Zugfahrt, die muss billiger werden. Als ich Lüt wollte, da hätte das Apfelsinos bloß zu Weihnachten gegeben. Tomaten und Erdbeeren gibt es bloß im Sommer. Wuschen sind wir sonnabends geworden, all achten Anna mit dat Liege Worte. Mutters hat Toilessbad. Das hat das gegeben, was die Natur uns grad anbauen hat. Ah, Mutters, nicht allwetter Grünkohl, hab ich gesagt. Warum, hat sie gesagt, ist doch erst das 4. Mal. Morgen schmeckt das Eis am allerbesten. Regional und ut eigen Anbau und eins auch noch ut Bio. So schwor das ist, aber ich löf damit wie ob Tau. Plattdeutsch ist hier auch regional und jümmes Beliebte. Nu hätte es eine neue Untersuchung gegeben über die beliebteste Dialektsprache. Gau, ich will auch gleich vorwegnehmen, Plattdeutsch ist überhaupt kein Dialekt, Plattdeutsch ist eine Eigensprache, aber ist bei dieser Untersuchung in einen großen Put mit reinkommen. Und nu ist bei dieser Umfrage Plattdeutsch auf Platz 2 Land so weit fern. Platz 1 ist bayerisch, aber Plattdeutsch hat ollig Metersmog. Das bringt uns nur auch wieder zu Helmut. Jübe sind jo. He hat hier grad ein net Geschäft abgemacht für Brennholzfilet. He hat all viel versucht, was nicht funktioniert, aber he hat noch nie nicht 2 Sachen ob einmal gemacht, die nicht funktioniert. Regional und nachhaltig. Da will er jetzt auch mal ein Betten mitmachen und über nachdenken. Weil schaltet mal nach Helmut. Jo, ich bin da. Ja, der Mann Tau. Mein Brennholzfilet, das können noch mal so ein Betten Zunder abkriegen. Also das war nicht schlecht, aber das war bestimmt noch. Ich habe nur mitkriegen, dass viele Lü ganz wild darauf sind, Gemüse und Obst aus der eigenen Region zu kaufen. Und am besten noch aus eigenen Anbau. Aber da fängt mein Problem schon an. Ich hef keinen Anbau. Ich hef noch nicht mal ein eigen Hus. Und nu bin ich an Überlegen, kann ich nicht mit einem Anbau anfangen und bau dort nachher das Hus ran. Ich mein, wenn der Abschwung denn dort ist. Und an den Anbau, da will ich ein ganz großes Schild machen. Eigen Anbau. Und wenn ich dort denn mit meine Ananas und mit meine Bananenrut komme, dann sind die und eigen Anbau. Da kann mich ja keine Wort. Weißt du, was ich mein? Ach ja, dann nochmal eine Umfrage. Von wegen, bayerisch ist auf Platz 1 von den Dialekte. Das stimmt überhaupt nicht. Plattdeutsch ist auf Platz 1. Plattdeutsch. Thomas bei uns in Dörp. So, da weißt du Bescheid. Wunderbest. Da sind wir wieder. Na, Helmut hat hier wirklich allerhand los in letzter Zeit. Das wird wir ihn auch beholen. Mein letztes Thema heute ist Sport. Das packt wir wieder in der Opendal. Football. FC Bayern München. Nee, hüt mal nicht. Einige vielleicht sogar einen Schreck kriegen. Olympia
Olympiade ist das Thema. Den müssen wir betten bekicken. Wir wollen in China, nun sind die Spiele vorbei und nun lohnt das auch. Wenn man das rein sportlich bekicken darf, ist das hier sogar ziemlich erfolgreich werden. Mit so vielen Medaillen hätte ihr anfangs überhaupt keine Recht. Die meisten Medaillen haben sich die Deutschen in Eiskanal utglitscht. Also ob in Bob oder oben Schlägen, ob allein, to zweit, to viert. Die hätten ganzen Bach von Medaillen durch in Eiskanal utglitscht. Bloß von Abhang oder von der Schanze, da hat das nicht so gut funktioniert. Mein Vorschlag ist jetzt, die schön mit Skier auch in Eiskanal glitschen, statt von der Schanze oder von Abhang, weil das ist doch die deutsche Disziplin. Ansonsten kann man sich natürlich über Olympiade in China seine Gedanken machen. Gut, als auch noch Corona ist, hätte man damals ja nicht wetten. Aber aus China ist das Virus hier mal gut gekommen. Was ich mich frage, muss man die Spiele in ein Land vergeben, die so ein Regieren hat? Mit viel Aufwand sind dort Wettstreitplätze gebaut worden, wo noch nie nicht Schneelägen hat. Wahrscheinlich ist da oben betten Vetternwirtschaft und so was dabei. Also zwischen IOC, China und die Sponsoren. Thomas Bach, als Boss von IOC, hat nach meiner Meinung auch eine Goldmedaille in Klüngelei verdient. Aber als Dank hat er von Chinas Präsident Xi Jinping bloß eine Bronzestatue kriegen. Und die steht ihm zu Ehren da irgendwo in Peking. Auf Google steht Thomas Bach, 68 Jahre, Jurist, Präsident von IOC, 1,71 Meter groß. Ach nee, 1,71 Meter ist ja gar nicht groß. Aber 65 Kilo. Steht bei Google. Da geht die Klüngelei doch all wiege. 65 Kilo in Leben nicht. Liebe Lü, das wollt auch all wieder. Das wollt Plattkanal mit dit und dat. Ich wünsche jo alles Gute, blieb gesund, weil seid uns Wetter. Ich bin Jürgen Müller.